Nach ein paar Stunden war alles fertig. Stolz sind die Tiere in einer Reihe zu der Lilifee marschiert. Die kleine Fee war immer noch sehr traurig, weil sie kein passendes Ballkleid gefunden hat. Wo sie aber ihre Freunde gesehen hat, hat sie gemeint, sie sehe nicht mehr richtig. Sie haben weiche, wunderschöne Samtküsse genäht und auf jedem Küssi ist ein Teil vom Ballkleid gelegen. Ein rosaroter Blütenrock, eine farbig gestreifte Strumpfhose und die rosaroten Schuhe mit den violetten Blütenschnallen. Sogar eine kleine Handtasche haben sie gemacht. Sind alle die schönen Sachen etwa für mich? Ja, für den Feenball. Darum habe ich euch den ganzen Tag nicht gesehen. Aber komm, jetzt leg schnell an. Wir helfen dir. Die Lilifee war ganz aufgeregt und der Henry, der Hase, hat ihr noch schnell ein Armband angelegt, das wie verrückt glitzert hat. Endlich ist die Lilifee in ihrem neuen Ballkleid vor ihren Freunden gestanden. Wow, du bist so schön. Du wirst auf dem Ball die schönste Fee sein. Warte mal. Was will denn Elsa da? Ich habe noch etwas für die Lilifee gefunden. Elstere Else hat der Lilifee den schönsten Ring, den sie hatte, zugerührt. Die Lilifee hat ihn aufgefangen, gerade angelegt und sich ganz schnell und überglücklich im Kreis drehen.